Hand auf die bereits erwähnte Traumordnung, aber keine Angst, die braucht man nicht ewig Gesetze zitieren, wie man das so auf Film und Fernsehen kennt. Das ist eher was Anglikanisches, so Verbesserungen. In Deutschland ist es anders. In Deutschland fragt sich der Standesbeamte, ob sie die Ehe miteinander eingehen wollen. Wenn sie diese Frage mit Ja beantworten, ist in diesem Moment ihr Ehebund geschlossen. Ihre Ehe ist selbst, nicht der Standesbeamte, wie man beamtet wird. Und vor allen Dingen, ihre Ehe kommt durch die Medialwahl zustande, nicht durch eine Unterschrift oder dergleichen. Wir machen zwar eine Unterschrift, aber das ist lediglich ein Protokoll. Und das wird ja alles protokolliert. Die Eheschließung hat ja weitreichende rechtliche Bedeutung und Grundlage für den Heiratseintrag ist dieses Protokoll, das man dann auch unterschreiben wird. Ja, und zur Ableistung der Trauformel darf ich alle Anwesenden bitten, sich von den Plätzen zu erheben, soweit sie nicht schon ohnehin stehen. Ich frage Sie, Herr Krug, ist es Ihr freier Wille, mit der hier Anwesenden Juliane Romana Calabria die Ehe einzugehen? So antworten Sie mit Ja. Ja. Ich frage Sie, Frau Calabria, ist es Ihr freier Wille, mit dem hier Anwesenden Hans-Peter Krug die Ehe einzugehen? So antworten Sie mit Ja. Ja. Wenn Sie beide meine Frage mit Ja beantwortet haben, erkläre ich Sie nunmehr Kraft Gesetzes zu rechtmäßig verbundenen Eheleuten. Juhu! So. Aber richtig so. Okay. Also man kann, muss aber nicht so viele Fotografen da stehen, warten die normalerweise auf was, aber... Doch, das war jetzt schön angesprochen, das ist okay. Haben Sie es drauf? Das ist nämlich das wichtigste Foto überhaupt. Darum habe ich jetzt ein bisschen gemacht, dass der Gewiss drauf ist. Ja, das ist alles, was wichtig ist, schon passiert. Ich bin schon verheiratet, wenn Sie bitte wieder Platz nehmen. Dann fahren wir fort, und zwar mit der Verlesung des Protokolls der Niederschrift über die heutige Eheschließung mit der Nummer 179 des Jahres 2011 vom 18.11.2011. Vor dem unterzeichneten Standesbeamten erschienen heute zur Eheschließung der Hans-Peter Krug, deutscher Staatsangehöriger, Wohnhaft Rosenheim, Appianstraße 7, geboren am 20.11.1964 in Rosenheim, ausgewiesender Personalausweis, und Frau Juliane Romana Calabria, deutsche Staatsangehörige, Wohnhaft in Rosenheim, Appianstraße 7, geboren am 25.11.1971 in Bad Aibling, ausgewiesener Personalausweis. Der Standesbeamte fragte die Eheschließenden, ob sich seit der Anmeldung ihrer Eheschließung Änderungen ergeben haben, die ihre tatsächlichen Verhältnisse der Ehevoraussetzungen betreffen. Auf die Frage des Standesbeamten erklärten die Eheschließenden, dass keine entsprechenden Änderungen eingetreten sind. So dann fragte der Standesbeamte die Eheschließenden einzeln und nacheinander, ob sie die Ehe miteinander eingehen wollen. Die Eheschließenden bejahten diese Frage. Der Standesbeamte sprach aus, dass sie nunmehr Kraft Gesetzes rechtmäßig verbundene Eheleute seien. Zur Namensführung der Ehe gaben die Ehegatten folgende Erklärung ab. Wir bestimmen die Geburtsname des Mannes Krug zu unserem Ehenamen. Uns ist bekannt, dass diese Bestimmung unwiderruflich ist. Ich, die Frau, stelle den Ehenamen und meinen Geburtsnamen voran. Dadurch ergibt sich folgende Namensführung der Eheschließung: Name des Ehemanns in der Ehe Krug, Name der Ehefrau in der Ehe Calabria Krug, Geburtsname Calabria. Vorgelesen genehmigten Unterschriften, hier kommen wir bei Unterschriften hin, sowie meine Unterschrift als Urkundsbeamter.
wenn Sie bitte zu mir kommen. Wir beginnen. Und Vor- und Zunahmen auf der Zeile hier. Und Sie unterschreiben das schon mit Ihrem neuen Namen, also mit einem Vornamen vermutlich Juliane. Ja? Juliane, müssen wir aufpassen. Juliane Calabria Krug, geborene Calabria. Das müsste da unter diese Zeile. Juliane Calabria, stimmt Krug. G.G. Du willst richtig vorlesen? Dann kann ich es gleich gegenzeichnen. Also solange ich nicht unterschrieben habe, könnte man auch was ändern. Irgendwas, Geburtstag oder so, wenn es mit geschrieben muss, das kommt ab und zu immer vor. Aber gut. Dann kann ich auch gleich das Eheregister ausfertigen. Den Standesbeamten tut er nicht unterschreiben, sondern ausfertigen. Ah ja, okay. Ich befinde mich in prominenter Gesellschaft mit dem Bundespräsidenten und mit der Bundeskanzlerin und dem bayerischen Ministerpräsidenten, die dann nämlich auch ihre Gesetze ausfertigen, also nicht bloß unterschreiben. Und das ist rechtlich was anderes als der Bundeskanzler. Also, ersparen es mir aber zu erklären, was der Unterschied zwischen Unterschrift und Ausfertigung ist. Ich weiß schon, aber es ist ohne Ende. Gut, wenn Sie dann noch mal kurz Platz nehmen, jetzt haben wir es fast geschafft. So, dann sagen wir Ihnen noch kurz, wohin wir die Eheschließung überall hinmelden. Nämlich an das Standesamt Rosenheim, also an uns selber, und die Geburtenabteilung. Dort wird bei Ihrem Geburtsantrag vermerkt, dass Sie heute hier die Ehe geschlossen haben. Das gleiche geht nach Bad Aibling, auch zu Ihrem Geburtsantrag, und dort wird ein Hinweis auf die heutige Eheschließung eingetragen. Ja, und dann auch an das Einwohnermeldeamt der Stadt, weil Sie ja mit dem heutigen Tag Ihre Personenstand geändert hat, von denen verheiratet. Und da brauchen Sie diese jetzt mit Kindern, das wird aufgrund unserer Mitteilung an das Einwohnermeldeamt automatisch umgestellt. Aber Sie hat ja heute nicht nur einen Mann bekommen, sondern auch einen neuen Namen. Das bedeutet, Sie brauchen auch einen Ausweis. Und zur Beantragung eines neuen Ausweises ist es natürlich schon mit dem Mann in nächster Zeit ins Einwohnermeldeamt gehen und den dort beantragen. Ja. Ja, je vielleicht mal nervös, gell? Und zwar handelt es sich dabei um ein Zitat eines Philosophen, das ich Ihnen gerne mit auf den Weg geben möchte, weil ich denke, das könnte bei Ihnen ganz gut passen. Und das mache ich nicht oft und darum habe ich das so auf den Zettel geschrieben, damit ich das ablesen kann, weil auswendig kann ich es jetzt nicht und möchte mir auch nicht verwenden oder sonst irgendwas. Zitat eines unbekannten Philosophen. Der Lebensweg ist oft schmal, aber nie so schmal, dass zwei, die guten Willens sind, nebeneinander gehen können. So, dann sind wir schon fertig. Ich darf Ihnen alles Gute wünschen. Frau Calabria-Krug. Ja, gut, alles Gute. Hier das bestellte Stammpunkt der Familie, kurze Erklärung dazu.
Es ist eine Sammlung wichtiger Urkunden, die Ihre Familie betreffen. Das ist die Die glückliche Mama, die glückliche Freundin. Jetzt will Sie nur sagen, dass Sie auch Auszüge müssen. Ihnen wünsche ich auch einen schönen Hochzeitstag. Dankeschön. Der nächste Woche schon. Wiedersehen. Und keine Tränen, keiner weint, im Fernsehen weint ihr immer. Das ist aber zur Oscar-Verleihung dann. Ja, die tanzen so auch umgehen. Nächster Film. Ja. Kreuz haben. Ja. Das ist nicht auch nochmal Das ist Kreuz. Das war's dann schon.